Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute zügelt Fanian. Auf ihrem Teppich fliegt sie durchs Schlummerland und findet in einem verschneiten Tal ein neues Zuhause, das perfekt zu ihr passt. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Die Fanian steht mitten im Raum von ihrem Zuhause, in der Krone von einem alten Baum. Sie schaut um sich herum und sieht ganz viele verschiedene Sachen. Alles Zeug, das sich angesammelt hat in dieser Zeit, wo sie da im Wald gewohnt hat. Die Fanian lächelt. An allen Sachen hängen schöne Erinnerungen. Da hat es farbige Vorhänge aus einem wild gemusterten Stoff und Federli und Steine und Holzstückchen in besonderen Formen, wo sie an vergangene Reisen und Abenteuer erinnern. Auch Geschenke stehen herum. Geschenke, die sie bekommen hat von Mundsfreundinnen und Mundsfreunden oder von Tieren, die sie kennengelernt hat. Farbige Blätter und Würzeli oder kleine, hellbraune Nüssli und Samen. Muns, das sind übrigens kleine, flauschige und freundliche Wesen, wo untereinander alle miteinander verwandt sind und sich alle untereinander gern haben. Auch die Fanian selber ist ein Muns. Und heute ist sie am Packen. Die Sachen, wo sie einmal drauf schlaft, ihre Decken, Küsse und Fähle, hat sie schon auf einen Haufen gelegt und mit einem roten, breiten Stoffstreifen zusammengebunden. Jetzt liegen die Schlafsachen da, zusammengeschnürt zu einem grossen, weichen Päckchen. Auch die Sachen, die an ihrer Zimmerdecke gehangen sind als Dekoration, hat sie schon abgenommen und in eine grosse Kiste versorgt. Die Kiste hat sie in den letzten Tagen aus dünnen, beugbaren Zweigen geflochten. Die Fanian ist sich nämlich schon seit ein paar Tagen am Vorbereiten auf heute. Auf den Tag, wo sie zügelt. Bei den Muns ist es ja sehr oft so, dass sie am Morgen, wenn sie aufstehen, entscheiden, was sie machen wollen. Das kann zügeln sein oder spazieren oder einen anderen Muns treffen oder auch einfach nur still da sitzen und dem Wald zuhören. Aber manchmal gibt es auch, dass eine Idee ganz langsam wächst und es ein paar Tage oder noch länger braucht, bis sich die Idee ganz geformt hat. Genau so war es bei der Fanian ihrem Plan zum Zügeln. Zuerst hat sie einfach Freude gehabt, um mal ihr Zimmer umzustellen. Und auf das aber ist dann die Lust in ihr gewachsen, auch eine andere Aussicht und ein anderes Wetter um sich herum zu haben. Im Wald, wo sie wohnt, ist es nämlich meistens warm und es bläst ein feiner, gemütlicher Wind. Wie schön wär's da, hat Fanian gedacht, wenn es auch mal kühl oder sogar kalt wäre. So, dass es noch mehr Spass macht, um sich richtig gemütlich in eine warme Decke einzukuscheln.
Ganz tief in sich hinein spürt Fanian, dass es schön wäre, etwas zu verändern. Nicht, dass der Wald oder das warme Wetter ihr nicht mehr gefallen würde. Sie hat einfach Lust auf etwas anderes. Und so hat sie angefangen, ihre Sachen zusammenzuräumen. Vieles, hat sie gedacht, lässt sie da. Sicher kann das ein anderer uns auch noch brauchen. Mitnehmen will Fanian ihre Bettsachen und die Kiste mit den Erinnerungen. Das Windspiel, das sie von ihrem Mundsfreund Flick bekommen hat, und ihren farbigen Bastteppich, den sie selber geflochten und angemalt hat. Die Fanian steht in ihrem Zuhause, bereit, um sich ein neues Örtchen zu suchen, wo sie die nächste Zeit wohnen möchte. Wie lange das Muns an einem bestimmten Ort wohnt, weiss niemand. Sie selber auch nicht. Aber sie wissen, dass sie sich auf das Gefühl, wo sie an einen neuen Ort zieht, verlassen können. Und darum ist Fanian voller Vorfreude und gleichzeitig spürt sie ganz viel Liebe für ihr Baumhaus. Sie macht die Augen zu und sagt ihrem Zuhause Danke und Tschüss. Und nur durch das, dass sie das macht, wird aus ihrem Zuhause ihr altes Zuhause. Fanian lässt die Augen zu und legt ihren Finger auf ihren Bauchnabel, so dass die Mulde mit dem Fingerspitz ganz abdeckt ist. So klopft sie ganz säuferlich 3-mal auf ihren Bauchnabel. So zaubern die Muns. Der Wind, der in ihrem Baumhaus bläst, wird etwas stärker und verschüttelt ihre langen, braunen Haare. Ihre Haare hat sie heute offen und sie haben die gleiche Farbe wie ihr Fell und die Baumstämme um sie herum. Der Wind fährt unter ihren Bastteppich und lupft ihn vom Boden weg. Die Krümschelkiste mit ihren Erinnerungssachen und das Päckchen mit den Bettsachen wird auch vom Boden weggelupft und schwebt auf den Teppich. Und so wird aus ihrem Bastteppich ein fliegender Teppich. Die Fanian hückelt auf ihn drauf und verschränkt ihre kurzen Beine in einen Schneidersitz. Noch ein letztes Mal schaut sie lächelt und drückt dann mit ihrer Hand auf einen grossen, dunkelblauen Farbpunkt auf ihrem Teppich. Der Teppich fliegt in die Höhe und durch das grosse Fenster von der Fanian ihrem Baumhaus raus in den Wald. Die Fanian fliegt auf ihrem Teppich über das Schlummerland Richtung Berge. Sie ist schon ein paar Mal über das Schlummerland geflogen, manchmal auf dem Rücken der Odawa, einem Adler, manchmal auch zusammen mit ihrem Freund, einem roten Vogel mit dem goldigen Schnabel. Jedes Mal entdeckt sie etwas Neues. Einen Fluss, den sie noch nicht kennt, oder einen Berg, den sie noch nie gesehen hat. Schon bald wird die Luft um sie herum ein bisschen kühler. Auch fängt es nach einer Weile an, ganz fein zu schneien, auch wenn der Himmel über ihr immer noch blau und klar ist. Unter sich sieht Fanian jetzt eine Landschaft, die ganz anders ist als der Wald, wo sie bis jetzt drin gewohnt hat. Es ist ein hügeliges Tal, wo immer mal wieder in einer Mulde ein Häusli steht. Die Häusli sind aus Holz. Die einen haben dreieckige Dächer aus roten Ziegeln, andere haben flache Dächer aus Holz oder aus Palmwedel. Es hat ein bisschen Schnee um die Häuser und auf den Dächern und die Fanian kommt Lust über,
um ein bisschen durch den frischen, schönen, weißen Schnee zu spazieren. Und auch die Häuser interessieren sie. Vielleicht hat sie ja eins, wo sie einziehen kann. Es kommt nämlich noch oft vor, dass im Schlummerland Häuser stehen, wo niemand mehr drin wohnt. Weil es gut kann sein, dass die Muns, die das Haus gebaut haben, weitergezogen sind und ihr Haus zurückgelassen haben. Zum Beispiel eben für jemanden wie die Fanian, die ein neues Zuhause sucht. Der Fanian, ihr Teppich, fliegt runter in die schneebedeckte, gehügelte Ebene direkt auf ein Haus zu, das der Fanian besonders gefällt. Es ist klein und rund und die Wände sind grasgrün angemalt. Wahrscheinlich hat es die gleiche Farbe wie die Wiese, wo es drauf steht, wenn es nicht gerade Schnee hat, denkt Fanian. Das Dach von dem Häusli ist aus gelbem Stroh und es hat runde Fenster, die mit blauer Farbe umrandet sind. Die Fanian landet mit ihrem Teppich und ihren Sachen neben dem Haus. Bis jetzt sind nur ganz feine Flöckchen vom Himmel gefallen und weder ihr Bettzeug noch ihre Kisten sind nass geworden. Die Fanian schaut zum Himmel auf und sieht, wie der Himmel weisslich wurde und die Sonne am Himmel vergangen ist. Und sie sieht auch, dass aus den Wolken langsam ein bisschen grössere, weichere Schneeflocken fallen. Die Fanian läuft zum Haus und spienzelt durch ein Fenster, das genau auf der Höhe von ihrem Kopf ist. Sie ist ganz gewundert und gespannt darauf, ob ihr das Haus von innen auch so gut gefällt wie von außen. Das Innere vom Haus ist fast leer und sieht wunderschön aus. Der Boden ist aus dunklem Holz und die Wände sind in einem warmen Hellgrau gestrichen. Die Fanian spürt, dass das ihr neues Zuhause wird. Dass das Haus da auf sie gewartet hat. Sie läuft ums Haus herum zu einer kleinen, runden Türe aus Holz und pöpperlet. Sie weiss, oder besser gesagt, sie spürt, dass niemand mehr da wohnt. Aber die Türe geht wie ganz von mir selber auf. Es ist, wie wenn das Haus sie einladen würde, zum Reinkommen. Bevor die Fanian einen Schritt in ihr neues Zuhause machen kann, fliegt der Teppich mit ihren Sachen an ihr vorbei und legt sich ab auf den Boden. Auch er weiss, dass er da gehört. Da liegt er jetzt also. Auf ihm drauf immer noch das Päckchen mit der Fanian, ihren Küssen und Decken und ihre Kiste mit den gesammelten Erinnerungen. Die Fanian schnauft tief ein und aus. Durch ihre Nase saugt sie den Geruch von ihrem neuen Zuhause ein. Es schmeckt ein bisschen nach dem Stroh vom Dach und ganz ein bisschen auch nach kalter Asche und Lehm. Neben ihrem Teppich steht an der Wand ein grosser Kachelofen. Die Kacheli sind farbig. Grün und orange und blau. Und sie glänzen wie der Panzer von einem Käfer. Die Fanian macht das Ofentürli auf und sieht, dass drin die Asche von einem alten Feuerli liegt. Drüber sind ein paar frische, trockene Holzscheitchen aufgebiegt. Es ist, glaube ich, Zeit für das allererste Feuer in meinem neuen Zuhause.
denkt Fanian und legt den Finger auf den Bauchnabel. Wo sie tief ein- und ausschnauft und die Augen zumacht, spürt sie eine Wärme, die sich in ihr Innen ausbreitet und sie weiss, das ist das Zuhause-Gefühl, das sie mit ihrem neuen Häuschen in der verschneiten Wiese verbindet. Von ihrem Bauchnabel aus steigen feine, flackernde Fünkchen auf. Sie fliegen durchs Ofentürli hinein, direkt auf die bereitgelegten Holzscheitchen. Ein scheuches Flämmchen fängt im Ofen an zu züngeln. Das Licht vom Feuer taucht der Fanian ihres neuen Zuhause in ein warmes, wohliges Licht. Und auch die Wärme fängt sich an auszubreiten. Sie wärmt die Kachel vom Ofen, den Boden und auch die lehmigen Wände. Die Fanian spaziert zu ihrem farbigen Teppich und macht das Mäschli vom Stoffbändel auf, wo ihre Bettsachen zusammenhebt. Sie nimmt ihres Fähli und eine grosse, weiche Decke und legt sie aufs warme, breite Bänkli aus Kacheli neben dem Ofen. Auch ihre Küsse und die anderen farbigen Decken legt sie auf ihr neues Bett. Es passt alles perfekt, wie wenn der Platz da auf sie gewartet hat. Müde und zufrieden liegt Fanian in ihres weichen, warmen Nest und schaut um sich herum. Da ist sie jetzt also, in ihrem neuen Zuhause. Der Umzug ist eine grosse Veränderung und Fanian ist stolz, dass sie sich auf das einlassen hat. Sie weiss, dass sie an dem Ort wird neue Seiten von sich kennenlernen, dass sie da wird Raum haben zum Wachsen und Lernen. Sie freut sich auf alles, was kommt, auf neue Begegnungen, Freundschaften und Erlebnisse. Fanian schaut raus zum runden Fensterli und sieht ein Nachbarshaus, das noch Licht hat. Es ist das feine Licht von einem Kerzli, das brennt. Morgen wird sie denen, die neben ihr wohnen, Heu sagen. Und morgen wird sie auch ihr neues Zuhause einrichten. Ihre Steine und Federn auspacken und das Windspiel vom Flick. Morgen dann. Fanian schnauft tief ein und aus. Sie spürt die Wärme vom Feuer, das durch ihren Körper fließt und wie der Raum zu ihrem Zuhause wird. Bevor sie einschläft, dankt sie dem Muns, wo das Häuschen so schön gebaut hat. Mit der Farbe an der Wand, einem feinen Holzboden und dem wunderbaren Bänklibett im Kachelofen.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schlaft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus.